Hallo und herzlich willkommen zu Dick Money Tutorials. Ja, heute gibt es mal ein Tutorial wieder mal. Ja, ich wollte euch zeigen, was alles neu ist bei 1.3.1. Und ja, wir fangen gerade mal an. Das erste ist der Stolperdraht. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel hier reinläuft, blub, dann geht es auch. Also es merkt, wenn man hier reinläuft, tack. Da kann man mit Fäden hier unten spannen und dann geht es. Und dann noch eine kleine Änderung gibt es mit, hier habe ich sie schon. Ja, mit Fallenbogen. Man kann jetzt auch mit Fallenbogen auf eine Pressure Plate, eine Hold Pressure Plate draufschießen. Auf einen Stein geht es da nicht, dass es mit Gewicht auslösen muss. Also nur mit Körper geht das und Tieren so. Ja, das wäre es eigentlich schon mit dem ersten, dann gehen wir zum zweiten. Ja, jetzt das zweite, die zweite Erneuerung. Ja, man kann jetzt Holz so auch hinlegen, also das ist gleich Holz, zum Beispiel jetzt lege ich so und so, also wie ein Pisten einfach auf die Seite, wo man ist und so. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen. Ja, dann gibt es einen neuen Block, er heißt Smaragd, also das ist das Smaragd, wie sagen wir es wieder? Ja, Smaragd, Smaragd, wie sagt man das wieder? Egal, auf Smaragd zum Abbauen, das ist Smaragd-Block. Und hier habe ich den Smaragd einfach an sich. Und dann mit dem Smaragd kann man coole Sachen machen, also nur eine Sache, mit den Dorfbewohnern handeln. Zum Beispiel, wenn ich hier jetzt gehe, dann kann ich, wieso ist es so verschoben? Kann ich, für ein Smaragd bekomme ich 4 Redstone, mache ich gerade. Und da kann ich hier auch umtauschen. Ja, das geht jetzt nicht, nein. Und hier wird, oh, jetzt brauche ich 10 Kies und 1 Smaragd, bekomme ich 2 Feuersteine. Habe ich nicht. Und hier kann ich 3 geben und bekomme ein Bücherregal. Sehr schön. Und hier kann ich auch nicht wechseln. Nein, das war dann schon mit dem Smaragd. Und ja, es gibt wieder eine neue Kiste. Das ist eine Endertruhe, eine sehr spezielle. Also, wenn ich hier die Pfeile hier und Smaragd und Bogen hier rein tue und einfach weggehe und hier platziere wieder, ist alles drin, also sehr, sehr nützlich für die, wo gerne in der Mine sind und alles an Eisen, Diamant, alles dort reintun, kann man oben auch in der Hütte wieder das reintun, also die Kiste setzen und alles ist da oben. Ja, da oben. Das ist sehr, sehr nützlich. Ab 9 gibt es von allen Holzarten die Slabs, also auch von dem Sandstein. Oder der hab's glaube ich schon lange gegeben, aber die sind ja neu. Und es gibt auch jetzt Treppen von allen Holzarten und auch von dem Sandstein. Der ist auch noch alle diesen neu, außer der hier. Und man kann jetzt auch sie anders setzen, die Treppen. Also wenn man unten hinklickt, dann gehen die normal hinauf. Aber wenn man oben hinklickt, gehen sie nach hinunter. Also sie schauen nach hinunter. Dann kann man so setzen, ganz einfach. Sehr praktisch. Das wäre es dann auch schon gewesen. Eine coole Erneuerung ist auch mit den Spendern. Also hier habe ich ein Minecraft hineingetan und eine Strecke kann ich nur hier draufklicken und er kommt raus. Und das ist auch noch eine Neuerung. Wenn ich hier einsteige, kann ich mit W langsam fahren. Also das ist gut zum, wenn man mal stecken bleibt oder am Anfang, wenn man nicht losfährt, fahren kann, einfach W drücken. Das geht auch bei dem Boden. Zack. Und man kann fahren. Und beim Boden sollte man auch besser renken. Habe ich noch nie probiert. Aber man sollte auch besser renken. Das geht auch mit der mit dem Wasser. Ja, komm mal. Ja, und wieder einziehen natürlich geht auch. Und mit der Lava und wieder einziehen. Das ist sehr, sehr cool. Und auch eine coole Neuerung ist der Chat, wo man jetzt im Singleplayer hat. Man kann einfach irgendwie schreiben, hi. Also es ist unnötig, aber man kann gleich schreiben. Oder man kann auch schreiben, also ja, Strich zum Beispiel Game Mode 1. Dann bin ich im Kreativmodus, sehr cool. Oder ich kann auch jetzt neu im Game Mode 2. Das ist der Adventure Mode, also ich kann nicht kaputt machen, zerstören. Das ist sehr, sehr cool. Wenn man das will, kann man einfach Game Mode 2 machen und drauf zocken auf der Map.
und nichts kaputt machen, außer Schalter betätigen und Pressure Plates. Ja, das war's eigentlich auch schon. Sehr cool finde ich die Kakaobohnen. Das ist so eigentlich also ein Kakaosack, wie man es, ich weiß nicht, wie man sagt. Die kann man einfach so ein Kakaobohnen nehmen und auf den Dschungelbaum, also das geht nur auf den Dschungelbaum, kann man setzen und kann man auch mit Baumehl bewachsen und kaputt machen. Ach, ich bin noch immer im Game Mode. Im Game Mode 0 wäre. Oh, habe ich falsch eingegeben. Ja, dann tue ich halt hier, so. Und kaputt und bekomme ich 3, also 1 bis 3 bekommt man Kakaobohnen. Ab neuem kann man jetzt auch Bücher schreiben. Wie hier kann ich hier Buch und Feder, kann ich aufmachen und jetzt kann ich schreiben. Zum Beispiel, hallo, wieso mein Großkeiner? Mein Name ist Dennis. So, kann ich hier signieren oder fertig. Wenn ich fertig drücke, kann ich immer noch weiterschreiben. Und hier kann man die Seite wechseln. Es geht, glaube bis 50, ich weiß nicht. Ich glaube schon, ja. Jetzt kann ich hier signieren. Und jetzt kann ich hier den Buchtitel Dennis endgültig signieren. Und jetzt kann ich nichts mehr aufmachen. Jetzt ist so wie ein entscheidendes Teil. Kann ich aufmachen und lesen. Also ich kann nichts mehr verändern. Sehr schön. Eine tolle Erneuerung für die Miner, also für die Miner, wo gerne in der Mine sind. Ja, es gibt jetzt, wenn man Kohle abbaut, XP. Ja, hier fast bei jedem. Bei Eisen klappt es nicht, weil man eigentlich ja immer das Wesen setzen könnte und wieder abbauen in die XP, also farmen, das geht unendlich. Wegen dem geht es nicht. Also Redstone geht es auch. Sehr schön, also ich finde es auch sehr toll, weil ich nicht so Monster jage. Und bei Lapslatory geht es natürlich auch. Bei Gold, bei Gold nicht genau, bei Gold auch nicht, das ist gleich wie bei Eisen. Bei Diamanten sehr viel, ja, so viel, sehr viel nicht. Und beim neuen Smaragdblock Erz, ja, jetzt weiß ich, Smaragderz, ja. Ja, jetzt kommen wir zu den Einstellungen, die haben sich sehr verändert und sehr viel mehr, ja. So, jetzt sind wir so im Hauptmenü, so gesagt, und jetzt können wir auf Optionen, hier ist alles gleich, und hier kann man jetzt auch Chat-Einstellungen, hier kann man eigentlich Chat ausblenden, nur Befehle oder verbergen, ganz ausblenden oder zeigen. Ich habe zeigen, Farben an aus, das merke ich keinen Unterschied, Weblinks weiß ich jetzt nicht, Links bestätigen lassen an würde ich auch. Und die Deckgrafik, also wie deckt soll die Schrift zeigen. Also wenn die Schrift fast durchsichtbar wollt, dann würde ich auch Deckkraft aufziehen. Ich habe so 50, 60, weil man dann sie noch genau ein bisschen sieht, aber auch nicht zu stark. Und dann gibt es die neuen Snoober Settings. Hier kann man alles eingeben, was man eigentlich hat. Zum Beispiel Display Type Windows oder Textpack kann man alles eingeben. Ja, das ist einfach für Java, dass ihr seht, was wir viel brauchen und so. Das brauche ich nicht unbedingt, habe ich noch nie gebraucht. Die Befehle sind gleich. Und eben habt ihr vielleicht gesehen, im LAN öffnen. Hier kann man Einstellungen für andere Spieler. Hier kann man Cheats erlauben, an. Und Spielmodus überleben, kreativ. Abenteuer weiß ich jetzt nicht, was das ist. Ich lasse mal überleben. Und jetzt könnte ich einfach hier LAN-Welt starten. Und hier seht ihr ein IP, ein FMP 192.168.0.5 geteilt durch 50787, also Doppelpunkt. Ja, wenn jetzt jemand im gleichen Netzwerk ist wie ihr, kann der die IP eingeben beim direkt verbinden oder auch selber hinzufügen und dann kann er mit euch spielen hier auf dem Server. Finde ich sehr, sehr cool, dass man nicht so einen Server braucht. Ich habe einen, aber ja. Wir haben jetzt einen neuen Rezept zum Craften und die Bücher gehen jetzt so aus. Der Papier wie immer und dann brauchen wir noch ein Leder, also ist schon teurer geworden. Man kann jetzt die Levers oder ja, wie man es sagt, kann man auch unten platzieren, auf der Seite und oben, also überall, wo es geht. Sehr, sehr toll. Leere Eimer und Schilder sind jetzt auf 16 stackbar. Aber wenn man die Eimer füllt, sind sie nicht mehr stackbar.
aber dennoch sehr, sehr cool. Ich kenne das vielleicht noch, dass die Tiere oder Mobs durch so, ja, durch Erde oder was auch gebackt haben und irgendwie so gejumpt sind und so. Das haben die jetzt behoben, Mojang, und das finde ich auch sehr toll. Ab neuem gibt es zwei Tempel. Einer ist in der Wüste, so eine Pyramide, und einer ist im Dschungel. Die sind so wie, ja, wie so Fallen, und man kann sehr, sehr coole Sachen finden in Truhen. Und ja, wie ihr hier seht, ist es ja ein Dorf. Ja, ab neuem sind die Dörfer angepasst an die Umgebung, also an die Biome. Also auch in einem Sandbiom sind alle aus Sandstone oder auch Sand, und im Schnee, glaube aus Schnee sogar, habe ich noch nie gesehen, aber sollte es auch geben. Die zweite Erneuerung ist der Enchanting Table, also nicht der ist erneuert, sondern man braucht jetzt nur noch so 10, 15 Bücherregale, dass man das höchste bekommt, und das höchste ist jetzt auch nicht mehr 50, sondern nur 30, aber ist dennoch sehr, sehr hoch, also 30 ist immer dabei. Das höchste ist unten, das mittlere in der Mitte, und das, das schwächste ist oben, das kleinste. Die letzte Erneuerung ist nicht viel, sondern ja, einfach Bug behoben, sehr viel Bugs. Vor allem auch im Nether ist es jetzt viel schöner zum Spielen, also es gibt nicht mehr so große Lags oder ruckelt nicht mehr so viel. Ja, das war es eigentlich schon gewesen von meinem kleinen Tutorial, also klein nicht mehr, von 1.3.1. Ich hoffe, ich habe mich nicht komisch angestellt mit Hochdeutsch. Ich weiß, ich bin ein bisschen komisch, aber ich würde mich freuen über einen Kommentar oder ein Like. Bis bald, Leute. Genießt die 1.3.1. Ich mach das auch.